Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 31. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Arminia Bielefeld. Aber bevor wir über diesen Gegner oder über irgendwas anderes sprechen, müssen wir ganz klar zum Ausdruck bringen, dieser FC ist einfach überragend. Und deswegen stehen wir vor dem alles überragenden Gebäude Kölns, vor dem Kolonius, standesgemäß für diesen unfassbar überragenden FC. Ja, und so wie der Kolonius Köln überragt unser FC im Moment einen guten Teil der Liga. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und es erinnert einen ein bisschen an frühere Zeiten, so in den 80er Jahren, als wir noch eine richtige Macht am Rhein waren. Das war geil, überragend eben. Ne? Ja, wir können uns daran erinnern. Viele von euch leider nicht, weil sie einfach zu jung dafür sind. Ne? Und deswegen haben wir gerade euch etwas ganz Besonderes heute mitgebracht. Ja. Denn wir Fans haben diesen überragenden FC früher mit einem Gesang gefeiert. Und der steht auf unserem Motto. Und der lautet Colonia Fantastica. So, wir müssen es anstimmen, ne? Komm her. Warte. Erst muss das Ding hier über den Kopf. Ne? Das ist ja auch hier nicht jugendfrei. Ne? So. Colonia Fantastica. Das haben wir damals gesungen. Ja. Leidenschaftlich. Pass auf. Darauf natürlich ganz leckere 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Prösterchen, Leute. Der Song gehört zurück ins Stadion, das ist mal ganz klar. Ne? Auch überragend. Überragend. So, und jetzt müssen wir natürlich über dieses überragende Spiel in Mönchengladbach sprechen. Also so ein Derby habe ich überhaupt noch nie erlebt, dass wir Mönchengladbach so dermaßen beherrscht haben. Nicht nur auf dem Platz, auch in der Kurve. Ich meine, wir durften ab der 5. Minute die Gladbacher in Grund und Boden singen. Parallel haben unsere Jungs sie in Grund und Boden gespielt. So viele gewonnene Zweikämpfe, so ein unfassbar stringentes Spiel nach vorne. Wirklich hervorragend rausgespielte 3 Tore in der ersten Halbzeit. Und Gladbach liegt zur Pause 0:3 gegen uns zurück. Also da haben sich Szenen abgespielt, die ich so ehrlich gesagt auch noch nie erlebt habe. Und ich habe sie nicht erlebt. Ne? Ich war auf einer Familienfeier und habe unterm Tisch so den Ticker und dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass ich genau an so einem Spiel nicht dabei sein kann. Es ist wirklich eine Strafe. Ne? Ja. Und wenn ich höre, mit welcher Begeisterung du da erzählst, muss ich sagen, mir geht echt die Hutschnur hoch. Es war alles gut, aber es wäre noch geiler gewesen, dabei gewesen zu sein. Ja. Ich muss schon sagen, ich glaube, das war ein legendäres Ding. Ja. Überragend. Ne? Völlig überragend. Vor allen Dingen die Leistung auf dem Platz. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren Derbys teilweise auch recht glücklich gewonnen. Auch 2016 Marcel Risse. Aber diesmal haben wir sie so beherrscht. Und ich habe es von vielen Gladbachern auch gehört, das war der verdienteste Derby-Sieg aller Zeiten. Und die haben natürlich auch genug eigene Probleme, muss man ganz klar dazu sagen. Ja. Wer sich einen überragenden Abend machen möchte, dem empfehle ich, mal sich so einen Gladbach-Podcast anzuhören im Moment, oder in die Foren reinzugehen. Ja? Die kotzen, man fühlt sich zurückversetzt, so ungefähr etwas über ein Jahr. Ne? Also es ist uns so richtig schlecht ging. Uns ging es ja eigentlich schlechter als den Gladbachern jetzt. Ne? Ja. Aber diese Untergangsstimmung da, und da kann man sich dann auch ein bisschen, muss man ehrlich sagen, drin suhlen, so schnell geht es im Fußball. Ne? Also guckt euch das mal an, das ist auch überragend, das macht euch gute Laune. Ja. Und gesuhlt haben wir uns in Gladbach natürlich auch in diesen unglaublichen Fanmengen, die vor Ort waren. Also Gott und die Welt getroffen, nur gut gelaunte Gesichter, eine wahre Freude. Das haben wir uns so dermaßen verdient, wir FC-Fans. Und da möchten wir uns auch wirklich bei der ganzen Truppe, bei Steffen Baumgart, bei allen Beteiligten wirklich ganz herzlich für bedanken, dass wir das endlich mal wieder erleben dürfen. Dieses Colonia Fantastica, diesen überragenden FC. Und was hat er jetzt gemacht? Jetzt hat er Europa ja auch offiziell ausgerufen. Ja, es ist absolut sensationell. Wir waren ja auf dem FC-Stammtisch als Gäste mit Matthias Scherz und der hat auch klar gesagt, so, wir müssen jetzt mal die Ziele anders setzen. Und der FC selber hat es gemacht und die lassen halt Taten folgen, was ich absolut überragend finde.
und dass wir jetzt endlich ein Ende haben von diesem sich selbst unterschätzen und Ambitionslosigkeit ist vorbei. Auch das ist überragend und egal was rauskommt, jetzt geht's gegen Bielefeld. Kein Spiel, das du gewonnen hast. Wir haben immer gesagt, lauter 50-50-Spiele, oder? Ja. Die haben den Trainer gefeuert heute, ne? Ja. Ist das gut oder schlecht? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. 50-50. Mal wieder 50-50. Ne? Ja. Naja, also eins ist klar. Wenn wir 10 Punkte holen aus diesen 4 Spielen, vielleicht sogar 12 Punkte, ihr merkt, wir fangen natürlich schon auch wieder ein bisschen an zu träumen, dann kann nichts schiefgehen, definitiv nicht. Und gestern hat Freiburg jetzt auch DFB-Pokal gewonnen. Wenn heute Leipzig auch noch gewinnt, ist zumindest der 7. Platz auch schon safe, was die Conference League anbelangt. Und da klingelt schon das Telefon. In Kopenhagen schellt das Telefon. Das ist ein Zeichen. Ja, ich würde schon sagen. Michael Trippel kann seine Stimme schon mal ölen. Ja. Was soll uns jetzt noch aufhalten? Also auf jeden Fall überragend Spaß werden wir haben. Ja. Das ist mal ganz, ganz sicher. Und ihr hoffentlich auch. Grüßerchen, Leute. Wir sehen uns am Samstagnachmittag 15:30 Uhr in Müngersdorf. So ist es. Prost.